Hallo und willkommen zurück zu der dritten Episode von Life is Strange Before the Storm. Heute reden wir über Episode 2 von Life is Strange Before the Storm. A Brave New World heisst die. Ich bin der Chris, bei mir wieder wie letztes Mal und vorletztes Mal und nächstes Mal der Andi. Hallo, ich muss mir langsam so eine coole Catchphrase einfallen lassen für Begrüßungen, aber hallo zusammen. Ich studiere aber auch, aber erst immer dann, wenn ich schon am Reden bin, denke ich, fuck, etwas Lustiges. Ja, genau. Ja, wunderbar. Genau, wir haben jetzt die zweite Episode gespielt, A Brave New World. Und über das reden wir heute. Aber zuerst noch mal schnell, denkt dran, könnt uns überall liken und abonnieren und was es auch immer braucht. Das Geekstübli existiert auf praktisch allen wichtigen Plattformen im Moment. Snapchat haben wir noch nicht, gell? Das haben wir, glaube ich, wieder gelöscht. Haben wir okay. Hey, das ist mir einfach zu dumm. Das ist so für die 14-Jährigen. Ach, ich weiß nicht, ich darf ja jetzt nicht so schlimm sagen in dem Podcast, aber das ist für all die sich langsam mal Hörner abstoßen, sehr gut so. Das ist so das Tinder für Minderjährige. Ah, wunderbar. Ich hasse es ist so dumm. Tinder für Minder. Gut. Ja, dann. Okay, also, Snapchat gibt's nicht. Ja, aber Disney hat doch auch einen Snapchat, ist ja gleich. Nintendo hat sogar einen. Ja, okay, Disney hat noch ganz aber, andere Sachen. Wir sind sonst überall. Genau. Ja. Gibt es irgendwelche aktuelle Projekte, die man noch müsste erwähnt haben? Die aktuellen Projekte sind sicher Andy on Tour, der jetzt angelaufen ist mit der ersten Folge. Die nächste Folge wird ein bisschen auf sich warten lassen, weil ich jetzt zuerst ein bisschen an der Technik schrauben und noch am Suchen bin. Aber ja, ich bin in einem CBD-Hanfshop gsi. Und der Herr und ich haben eine wunderschöne Diskussion geführt, die jetzt in einem Mehrteiler rauskommt, wo wir uns höchst philosophisch über Beziehungen, unsere Erlebnisse mit der Frauenwelt berichtet auf gewohnt hohem Niveau. Mhm. Jetzt kann ich sagen, das klingt wesentlich hochgestochener, als es ist. Massiv. Ja, gut. Ja. Ja. Und sonst habe ich etwas vergessen? Ich glaube nicht, nein. Wir müssen immer daran denken, dass... Eine Geschichte? Ich muss dir ganz schnell etwas beichten. Aha. Der zweite Podcast, den habe ich dir ja schon geschickt, gell? Ja. Oh, hast du schon mal gehört, oder? Ja. Das war eine schöne Diskussion, gell? Ja. Ja, ich habe das ist keine Diskussion gewesen. Ich habe meine komplette Spur nochmal neu aufgenommen. Was? Ja. Was? Irgendwo war das Fenster offen und ich habe das nicht gemerkt. Und dann war halt nonstop das Autogeräusch drin und... Oh nein! Es hat ganz, ganz furchtbar getönt. Und ich bin dann am Morgen um 8 Uhr angehockt nochmal und habe so jeder Gesprächsfetzen nochmal möglichst authentisch neu aufgenommen. Also, hast du... Ja. Du hast nichts mehr von dem, was du aufgenommen hast, oder ist es einfach eine scheiß Qualität gewesen und du hast es einfach versucht nachzustellen? Ich habe es nachgestellt. Wow. Ja, hat mir nicht gemerkt. Wow. Gell? Nein. Also jetzt muss ich es natürlich nochmal hören, aber wow, Dude. Okay. Ja, ich bin beeindruckt. Sicher? Danke. Alles für unsere Produktionen. Ich bin froh, dass du mir das nicht gesagt hast, sonst hätte es mich episch angeschissen im Fall, wenn wir das Ganze hätten können hübeln. Krass. Ja. Wow. Ich habe gefunden, das zieht jetzt durch und ja. Ich habe mich... Also weißt du, Holz anlangen. Aber ich frage mich warum das noch nie irgend so etwas in diesem Stil passiert ist, seit wir angefangen haben, Podcasts zu machen. Wir machen das jetzt seit bald einem Jahr. Und es ist noch nie etwas so schief gegangen in diesem Stil, wo wir nicht haben können retten. Von dem her... Das Karma habe ich schon mit dem Raffi zusammen mit unserer Hip-Hop-Band komplett auf mich gezogen. Wir haben noch nicht ein Album machen, das wir nicht komplett vorher müssen aufnehmen und einmal ist mir ja eine halbe Scheibe, habe ich schon geschrieben gehabt, also schon die ganze Text parat und dann ist mir die Harddisk kaputt gegangen. Nein, hoff. Und ich habe das nie ja, da habe ich ganz lange Phase gehabt, wo ich gefunden habe, weißt du was, Rap? Fick dich! Ja gut. Ja. Aber okay. Heute reden wir nicht über Karma, wir reden über Richtig. Leben und wie komisch das ist. Guter Übergang. Ich bin der Meister von den Übergängen. Ja, wo aufgehört hat sie beim letzten Mal gerade, wo die Rachel den ganzen verdammte Hure Wald angezündet hat. Ja, genau.
Genau. Und sehr ein epischer Moment. Und wir fangen eigentlich gerade am Tag später an, wo die beiden Ladies beim Schulrektor sitzen. Und ich habe zuerst gedacht, fuck, wo ist die Polizei, wo ist das ganze Zeugs? Aber sie werden eigentlich nur zusammengeschissen, weil sie geschwänzt haben. Und niemand weiß, dass die zwei verantwortlich sind für den Waldbrand. Und das habe ich zuerst gar nicht gecheckt. Aber, spannend, ich nämlich auch nicht. Ich habe auch gedacht, Ja. hey, wieso hocken die zwei jetzt so chillig vor dem Rektor und ja, sonst nichts. Gell? Ja. Ich habe auch, das ist eben lustig, ich habe durch die ganze Episode durch gedacht, fuck, der Waldbrand, man, der ist schon mega lang am Brennen. Und dann habe ich mir wieder bewusst werden, so, das spielt alles an einem Tag. Es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie ein Monat ist oder irgend so etwas. Und Waldbrände, die gehen schon ein Moment, Leamix. Ja, du kriegst schon zwischendurch Nachrichten über. Mhm. Genau. Das ist noch lustig, ja. Also lustig. Tragisch. Haha, Waldbrand, mega geil. Ja. Genau. Ja, eben. Also, es fängt an im Büro vom Schulrektor und dann ist eigentlich so das erste große Dilemma in dieser Episode. Die Rachel versucht, die Schuld auf sich zu ziehen, weil sie weiß, dass das ist jetzt gerade peinlich. Dass Chloe aus der Schule rausfliegt, wenn sie verantwortlich ist für das Ganze, dass sie abgehauen sind. Also versucht Rachel, das auf sich zu ziehen. Und dann ist es deine Entscheidung, ob du das lassen willst oder die Schuld auf dich nehmen, weil die Rachel sonst nicht darf bei ihrem Theater mitmachen, wo sie die Hauptrolle hat. Und das war auch schon der erste sehr schwierige Moment für mich, weil wenn man halt den Hauptteil schon gespielt hat, also das Life is Strange selber, dann weiß man ja, dass die Chloe so oder so Ganz mit genau. der Schule wird bleiben. Also Ganz ist das genau. so ein bisschen eine Farce gewesen. Ich war ein bisschen enttäuscht gewesen. Und wie es ist cool, dass man es erklärt hat irgendwie, aber irgendwo ist es auch, man hat von Anfang an gewusst, egal was du machst, es kommt so und so raus. Ja. Und Wie da hast die du dich Verbindung zwischen der Rachel und der Chloe nicht darf zerbrechen, ist auch klar gewesen, dass egal wie du dich entscheidest, dass es mit diesen zwei weitergeht. Also ist ein bisschen, die erste Enttäuschung, gerade am Anfang von der neuen Episode. Schade. Ja, gut, aber ich meine, das Problem haben wir ja generell. Das ist das Prequel-Problem. Du weißt, wie es Ja. endet. Und es ist eigentlich nur alle Entscheidungen, die du triffst, sind kleine Umwege zum Ziel, das sich nicht verändern darf. Ausser, und die Idee hat Jasmin gehabt, vielleicht stellt sich am Schluss heraus, es ist ein Paralleluniversum. Und du kannst tatsächlich Sachen ändern gehen. Weil ich einfach jedes Mal, wenn es einen schönen Moment gibt, oder, zwischen diesen zwei, immer so gedacht, sie sind beide tot. Sind sie Das nicht? ist Nur lieb. Rachel bei mir. Ja, stimmt. Aber ja. Ihre Beziehung ist auf jeden Fall tot. Aber, und das ist etwas, wo ich ja damals auch zu Rogue One gesagt habe. Haben wir über Rogue One geredet? In unserem Podcast? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiss es nicht mehr grossartig. Es hat einmal keine Folge darüber gegeben, weil Stimmt, Rogue One war, bevor wir angefangen haben zu podcasten. das ist auch möglich, ja. Mein Punkt ist, Rogue One gefällt mir unter anderem, weil es der Originalfilm mehr Gewicht gibt. Die ganze Rebellion und all das und der Heldentum vom Luke und all das Zeugs. Oder? Endlich eine Erklärung, endlich Ja. eine logische Erklärung, warum man so einfach kann durch das Löchchen Ja, durchschiessen. das. Oder vor allem halt einfach, weißt du, du siehst, wie viele Leute das alles gegeben haben, oder? Weißt, Hunderte von Leuten haben sich geopfert, nur damit das am Schluss funktioniert in Episode 4. Oder? Und das ist das, wo ich finde, schafft das Game eben auch wieder. Oder? Ich meine, du weißt im Originalgame, okay, die Chloe erzählt ab und zu von der Rachel und dass die der wichtig ist und dass sie offenbar mit ihr gut ausgekommen ist, oder? Eventuell vielleicht sogar eine Beziehung hat, man weiß es ja nicht so genau. Und jetzt siehst du das und es gibt dem Ganzen mehr Gewicht. Und ich habe das Gefühl, wenn du jetzt zum Originalgame zurückgehst, nachdem du die 3 Episoden gespielt hast, dann nachher fühlst du ein bisschen mehr mit der Chloe, die ja wirklich hässig ist und durchdrehen ist, weil sie die Rachel ja panisch am Suchen ist. Oder? Und ich finde, das macht das Game eben gut. Ja. Aber eben, ich bin auch der Meinung, dass es dem Ganzen ein bisschen den Stich wegnimmt, weil du ja einfach... Du weißt eben genau, Chloe geht so oder so raus, oder? Also, entweder passiert es jetzt oder wenn du es irgendwie verhinderst, dann am Schluss von der 2. oder 3. Episode oder was weiß ich. Und ich frage mich jetzt einfach, wenn ich nicht rausgefallen wäre, also beziehungsweise ich habe die Schuld auf mich genommen, du wahrscheinlich auch, oder? Ja. Okay. Das heisst, wenn er Chloe jetzt nicht rausgeschmissen hätte, wie hätte dann der Rest von der Episode oder die 2. aussehen? Weil du hättest ja nicht können einfach
wäre sie gerade wieder schwänzen gegangen, weil sie geht ja wieder zurück direkt auf den Schrottplatz. Also, Ja, fast direkt. wie hätte fast das direkt. funktioniert? Ich Ja, glaube, aber- es wäre ihr nicht geglaubt worden. Und es wäre trotzdem so ausgegangen. Also ich glaube, egal was du gemacht hast, das wäre der Punkt gewesen, wo sie aus der Schule fliegt. Weil ab Okay. dort auch, ja, Ja, lustig. es wäre wirklich komisch, wenn es dann plötzlich nochmal einen separaten Punkt gibt, der das macht, der das auslöst. Ja, aber bevor sie auf den Schrottplatz geht, verabschiedet sie sich noch von dem Schulgelände. Und Stimmt, ja. ich habe das so gefeiert. Wow, ist das gut gewesen. Wie sie einfach mit dem Tagstift Ja. noch ins WC reinläuft und alles zutaggt. Ja, voll. Und Wunderschöne ironischerweise, Szene gewesen. oder beziehungsweise, ja, traurigerweise ist das ja das WC, in dem sie verschossen wird. Genau. 3 Jahre später. Und, Das stimmt. Ja. Und dann habe ich mich eben so gefragt, oder, sind das ein paar von diesen Zeichen, sind die noch dort? Weil ich muss das Originalgame noch mal spielen. Vor allem jetzt. Weil ich habe das Gefühl, ich komme mehr Perspektiven über, oder? Ich hatte den gleichen Gedanken gehabt. Ich habe ja mit dem Raffi mal einen Stream gemacht, zum den ersten Teil anspielen. Und Genau, ich hoffe, ja. ich kriege ihn dazu, dass es noch durchspielt. Und ich würde eigentlich gerne nebenan hocken und zuschauen und schauen, was man jetzt noch erkennt oder auf was man jetzt vielleicht einen anderen Blickwinkel hat. Ja. Ja, das ist eben. Das ist etwas, wo Prequels gut machen können, wenn sie es gut machen. Eben dem Ganzen mehr Kontext geben, was du siehst im Original. Und das finde ich noch cool. Aber eben, du kannst es auf eine gute und eine schlechte Art machen. Eine gute Art à la Rogue One, eine schlechte Art Episode 1 bis 3. Ja. Zurück zum Thema. Und ich meine, ich rede natürlich von Star Wars 1 bis 3, nicht Before the Storm Natürlich. 1 bis 3. Natürlich. Ja, da gibt es ja nichts dazuzufügen. Das ist Ja. abgesegnet so. He? Nach Jar Jar Binks, Liebesbeziehung und High Ground haben wir alles durchgemacht. Und Sand. Haben wir alles, ist alles erlebt. Nie mehr Ja, Sand. genau. Ja, auf dem Parkplatz sind wir auch noch nicht gewesen, he? Genau, ja. Dort, wo dann wirklich eigentlich so ein bisschen das letzte Mal ab dem Schulgelände runtergehst, erlaubt. Und dann nachher wirst du konfrontiert vom Stepdouche und Mami. Und die haben eine frohe Botschaft zu allem an. Ja. Kommt jetzt noch die Info, dass hey, ich ziehe jetzt bei euch ein und ich bin jetzt dein neuer Papi und ich will, dass du mir Respekt entgegenbringst. Wow. Dort ist mein innerer Rebell rausgekommen. Vor allem, weil er wollte, dass sie die Tasche noch leert. Dort habe ich gefunden, nein, jetzt kannst du mich einfach mal... Ja, das habe ich eben auch gedacht. Hast du auch gemacht, oder? Und ja, logisch, ja. Weil einfach, ja. Es wäre auch nicht Chloe, alles andere wäre nicht Chloe. Und so ein plötzlicher Ganz genau. Sinneswechsel. Ganz genau, das habe ich eben auch gedacht, weil ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Also ich hätte wahrscheinlich schon ein bisschen länger darüber nachstudieren, aber ich habe sofort gewusst, wie Chloe reagieren würde. Und dann dachte ich, nein, sicher nicht, spinnst du eigentlich, oder? Gut, ja, dann nach dieser Konfrontation geht Chloe auf den Schrottplatz, wo sie sich mit der Rachel treffen will und findet dort ein Auto. Und zwar ist es das Auto, das sie im Originalteil besitzt, eigentlich. Und damit in der Gegend rumfährt, sondern nur ein Pickup oder irgendetwas. Das ist Und ein es ist wirklich- Fanservice at its finest. Ja, absolut. Und es ist wirklich cool gewesen, oder? Weil sie schaut es an und denkt so, ja, da können wir noch etwas machen und fängt es an anzuschauen und so. Und es ist ja in der ersten Episode established worden, dass sie schon gut rauskommt mit Autos. Und dann fängt sie an zu schauen, wie sie den Karren wieder zum Laufen bringen kann. Und wohlbemerkt, Chloe ist 16 zu dem Zeitpunkt. Also sie dürfte ja eigentlich nicht einmal fahren. Nein, warte, jetzt wissen die Regeln. Ich komme nicht aus, wie es in Amerika funktioniert. Ab Du darfst 15 Alkohol dürfen sie trinken. fahren in Begleitung, ab 16 dürfen sie allein fahren. Ab 16 darfst du Auto fahren, aber Alkohol, also Bier darfst du erst ab 21 kaufen. Amerika macht keinen Sinn für mich. Nein, Aber ja. das macht für niemanden Sinn. Aber es ist so und das akzeptieren wir. Okay, ja. Anyway. Ja, und danach hast du die Möglichkeit, eigentlich Sachen zusammensammeln, um das Auto wieder in Gang zu bringen und ein bisschen schöner auszusehen lassen. Und der Geilste hat einfach gefunden, dass der Boden beim Beifahrersitz ist einfach komplett durchgerostet. Das ist einfach das Loch, das du auf der Straße aber siehst. Und das macht sie dort einfach eine Fußmatte drüber. So, gut, erledigt. Das habe ich so gut gefunden. Der Wackelkopf war ja super gewesen.
Den habe ich eben nicht gesehen. Den habe ich ganz am Schluss der Episode wird dir ja angezeigt, oder, was du für kleine Sachen gemacht oder eben nicht gemacht hast. Und dort ist mir das angezeigt worden, dass ich das nicht geholt habe. Und dann ich so, okay. Ich habe das irgendwie, ich habe das nicht gesehen. Aber es ist lustig. Wir kommen jetzt, nachdem das Auto fertig ist, eine coole in Anführungs- und Schlusszeichen Flashback-Szenen über, Schrägstrich Traum, wo die Chloe grillieren geht mit ihrem Vater. Und Jesus Maria. Wow. Der Ja. Rab die ganze Zeit ist auch spannend. Ja. Mir ist aufgefallen, im Original hast ja, die Max hat ja so ein bisschen, das Reh ist ja so ihres Tier, oder? Das sagt ja auch der Hauswart, oder? Von der Schule. Ja, Dass genau. das Reh das Tier ist, was sie repräsentiert, oder ihr Spirit Animal, oder wie auch immer, dass man dem soll sagen. Und bei der Chloe ist es offenbar der Rab. Und dann habe ich so gedacht, ja okay, macht Sinn, oder? Der Rab und so, oder? Aber jetzt, wo sie die Vision hatte und mit ihrem Vater zusammenhockt, habe ich so gedacht, hat der Rab vielleicht auch eine andere Funktion? Oder? Weil Raben sind ja auch die ja die Toten sollen ins Afterlife transportieren. In gewissen Glaubensrichtungen, glaube ich. Und vielleicht ist das der Rab, der ihren Vater transportiert. Ja, wer weiß, ist gut möglich. Spannend ist es sowieso, dass ihr Vater auch immer so ein bisschen, jetzt schon zum zweiten Mal, glaube ich, oder? 2 Träume hat sie jetzt gehabt, beide Mal wieder der Vater mit dem gleichen Abgang, also wo eigentlich mit ihr redet, ihr Tipps gibt, mit auf den Weg gibt und dann nimmt das Gleiche wieder den Lauf im Ende vom Traum. Spannend Ja, voll. gemacht, schön gemacht irgendwie. Sein Gesicht habe ich ganz krass gefunden, als er sich zu ihr gedreht hat. Ja, da bin ich ein bisschen verschrocken, ehrlich gesagt. Obwohl es eigentlich. Ja, ich auch. Ja, nein, das war echt doof gewesen. Aber ich habe es einfach brutal gefunden, weil er vor dem brennenden Auto einfach sein Marshmallow am Rösten war und im Hintergrund siehst, wie der Wald am Brennen ist. Ja. Ja, und wenn wir während dem Material zusammensuchen zum Auto von ihm geht, dann sagt sie ja, sie möchte nicht da hin. Ah, okay. Also wie sie ja gleich Das habe ich die, gar ja. Das habe ich gar nicht probiert, aber ja, es macht Sinn eigentlich, ja. Ja, Ja. Was passiert danach? Wie ist es weitergegangen? Ja, die Rachel kommt noch auf Besuch. Ah, richtig. Und genau, ja. Und danach kannst du noch ein bisschen reden mit ihr. Dann bin ich aber nicht mehr sicher, wie die Szene zu Ende geht. Ich habe gemeint, der Frank ist noch irgendwo am Telefon mit der Chloe. Ja, eben, der Frank holt Chloe ab. Ah, die Rachel muss gehen, weil sie sich natürlich fürs Theater vorbereiten. Das war es. Ja, genau. Ja, und dann nachher geht Chloe mit dem Frank mit seinem Wohnwagen mit. Er will mit ihr reden. Und dann denkst du die ganze Zeit so, oh, Chloe schuldet ihm noch Geld, oder wer weiß. Vielleicht wird er jetzt aus ihr rauswürgen oder was weiß ich. Ja. Und im Wohnwagen erklärt er ihr dann, dass ein anderer Dude ihm Geld geklaut hat. Irgendwie 1000 Stutz. Und sie soll das für ihn zurückholen. Genau, Ja. der Drew. Der Drew, ja. Er war der Footballspieler, der in der ersten Folge den Nathan abhöbelt hat. Und du kannst entscheiden, ob du den Nathan beschützen willst oder nicht. Also Richtig. beziehungsweise dich für ihn willst einsetzen oder nicht. Ja. Genau. Und dann dachte ich so, ja easy, der Drew ist ein Douchebag, dann können wir da die 1000 Stutz wieder holen gehen. Der hat es nicht verdient. Allerdings zahlt er seine Rechnung nachher ganz anders. Genau, ja. Das bringt uns natürlich zum Studentenwohnheim. Wo ja auf dem Schulgelände ist, wo du ja eigentlich am gleichen Morgen noch verbannt worden bist. Es ist so, ich muss nie mehr hin. Ups. Triffst du auch noch mal auf den Sicherheitsangestellten dort? Ja, voll. Da habe ich mich gefragt. Ich meine, im Originalgame ist ja der David. wie heisst er eigentlich? Der Stepdouche? David? David? Ah, ja, genau. Er ist ja der Sicherheitsangestellte auf dem Schulgelände. Im Original. Und jetzt frage ich mich, was passiert mit dem Dude? Er hat, also bei mir ist er abgehauen. Bei mir hat er Was? gefunden, ja, also ich habe mit der Diskussion so verlaufen, dass er nachher gekündigt hat. Gekündigt? Ja, und zwar ziemlich frech, ja. Was? Er hat dann dem Funkenmann noch seine Meinung gesagt und ist gegangen.
Was? Wie? Warte Ja. mal, kannst du mir das rekonstruieren? Weil ich habe ein ganz anderes Erlebnis gehabt. Also ich habe mit ihm das Gespräch gehabt über, darf ich jetzt rein oder nicht, und sie hat ja beim letzten Abgang alles noch hingemacht, das WC dort, also vertagt. Und ich kann mich nicht genau an die Antwort erinnern. Ist jetzt schon 2-3 Tage her bei mir. Aber auf jeden Fall habe ich ihn dann so gereizt, dass er irgendwie gefunden hat, weißt du was, ich habe eh keinen Bock mehr auf den scheiß Job. Lustig. Aha. Ja, bei mir hat er das eben nicht gemacht und nimmt es mir jetzt Wunder, wie das bei mir funktioniert. Stimmt, ob da noch irgendetwas kommt in die Richtung. Ja, muss fast, hä? Oder sie tun es einfach ignorieren und sagen, ja, das ist dann in diesen 3 Jahren ist das dann mal passiert. Ich glaube, das ist halt, wie soll ich sagen, eine Möglichkeit, um die ganzen Probleme zu lösen, die wir halt haben, oder? Genau. Es kann ja gut sein, dass wenn Chloe nicht aus der Schule rausgeschmissen wird am Ende oder beziehungsweise am Anfang von der zweiten Episode, dass es dann einfach heisst, ja, das ist zwischen Episode 3 und dem Originalgame passiert irgendwo. Ja. Wie hast du gemacht? Wer hat bei dir aufs Dach bekommen? Der Drew oder sein kleinerer Bruder? Der Drew. Ich han gedacht, der Drew mag mehr verleiden und ich habe mir versprochen, dass ich auf den Kleinen aufpasse, also bin ich drin geblieben, ja. Und habe das Ganze nicht auffliegen lassen. Ich habe das auch nicht gemacht, habe Ja. aber im ersten Moment habe ich gedacht, oh, er hätte den Reis aufs Knie bekommen. Dann ist mir in den Sinn gekommen, dass der ja wahrscheinlich sein Stipendium durchs Football oder was er auch immer spielt, bekommt. Wahrscheinlich, ja. Ja, das könnte jetzt ein Problem werden. Ja. Aber ja, nun. Und dann, was hast du mit dem Geld gemacht? Da habe ich nichts dergleichen getan. Hast du es mitgenommen? Mhm. Okay. Ja, ich hatte ein schlechtes Gewissen gehabt. Und weil ich habe das ganze Zimmer durchsucht und du findest überall ja Infos oder über seinen Vater und so, der arbeitslos ist und in so einem Ja, genau. Arbeitslosenwohnheim wohnt und total pleite ist und so. Und für den hat er ja das Geld geklaut, sozusagen. Nicht einfach für sich, zum irgendwelche Drogen zu posten, sondern weil er es seinem Vater hat geben wollte, der nichts mehr hat. Ist dir aufgefallen, wie krass, dass der Abstieg dokumentiert ist auf nur einem einzigen Post-it? Wie meinst du? Die erste Adresse vom Vater, dann die zweite Adresse vom Vater und dann die nächste Adresse ist so das Ja. Obdachlosenheim. Ja, genau. Das war schon Eben. recht ein bitterer Moment gewesen, schnell. Ja. Und darum bin ich dann auch weich geworden und habe ihm das Geld wieder zurückgegeben. Ja. Ich nicht. Ja, und dann habe ich gedacht, fuck it, wir werden schon irgendwie eine Lösung finden mit dem Frank. Aber das ist lustig, weil das hat in dieser Episode keine Konsequenzen mehr gehabt, direkt. Weil der Frank hat einfach 2-3 Mal geschrieben, aber die Chloe hat ihm nicht geantwortet und du siehst ihn auch nicht mehr. Und ja, das ist dann erledigt gewesen. Übrigens, in der ersten Episode hat es ja den Dude gegeben, wo die Rachel angequatscht hat am Anfang vom Schulgelände, wo Ja, offensichtlich Interesse hat an ihr. genau. Und der hat sie ja eingeladen zum Theater, oder? Und ich so, ja easy, oder? Gehen wir zusammen zum Theater. Und er hat sich mega gefreut und so. Und jetzt ist das Theater tatsächlich passiert. Und er hat sie ja gesucht. Und sie ist natürlich nicht im Publikum gewesen, weil sie spontan hat dürfen auf die Bühne gehen. In Anführungs- und Schlusszeichen dürfen. Ich habe den Moment einfach so genial gefunden. Also zuerst gehen wir der Reihe nach, oder? Also zuerst einmal die nette junge Frau, Victoria, hat ja irgendwelche Scheiß anstellen mit dem Tee Genau. von der Rachel. Und wie hast du das Problem gelöst? Ich habe gefunden, hey, wenn es nicht ist, dann trink doch. Ja, genau so habe ich es eben auch gemacht. Das habe ich eben auch gemacht. Und das war recht gut gewesen. Es ist einfach kollabiert. Und vor allem das Lustigste war, einfach alle so, oh nein! Und dann hat sich niemand mehr um sie gekümmert. Sie ist einfach dort im Graben gelegen und niemand hat sie angeschaut. Victoria ist in dem Game, also jetzt in Before the Storm, schon jetzt zum zweiten Mal die Dumme. Das ist im ersten Teil nicht so. Oder nicht so extrem, außer dass sie da nass gemacht wird. Aber dort auch schon, wenn du die falschen Testergebnisse gegeben hast, läutet sie dann nachher an oder schreibt er. Ja.
und ist mega angepisst, weil sie den Test verkackt hat wegen dem falschen Ergebnis. Lustig. Ich habe gar nicht mit ihr geredet im ersten Teil, ich habe sie einfach ignoriert. Weil du kannst sie ja anschauen oder mit ihr reden. Und als ich sie angeschaut habe, hat die Chloe einfach so zu sich gesagt, ich würde lieber irgendwie, was hat sie gesagt, Rasierklingen kotzen, als mit ihr reden. Und dann dachte ich, ja gut, dann lassen wir es. Wegen mir, wenn wir das nicht machen. Ja. Aber wie hast du das mit dem Theater gelöst? Mit dem Text? Mit dem Text, wie habe ich das gelöst? Also das war dort, wo nachher du rauf musst gehen, hä? Genau, ja. Du musst auf die Bühne gehen und du musst ja die Rolle übernehmen von der, die wegen dem Waldbrand irgendwie im Stau steht oder irgendetwas. Ja, ich habe das gar nicht so bewusst gemacht. Ich habe da einfach die für mich schönste oder lustigste Antwort ausgesucht. Okay. Aber ich habe jetzt so kein spezielles... Hast du irgendeine spezielle Vorangehensweise gehabt? Mhm. Es liegt dort, nachdem du umgezogen wirst eigentlich, und du das erste Mal vor dem Spiegel stehst mit der Klamotte, liegt gerade vor dir das Skript, wo mit gelbem Stift angestrichen ist, was du sagen musst, dein Text. Also habe ich jede Seite einfach gefüttert mit dem Handy und dann, wenn es so weit war, die Textpassage, die richtige eingegeben, also gewählt. Ich habe super speziell gefunden, dass alle starken Rollen, oder ich glaube sogar alle starken Rollen von Frauen besetzt worden sind. Ja, das ist, weil Männer generell einfach zu wenig Eier haben zum Theater machen, vor allem in diesem Alter. Ja, der Nathan hat mitgespielt. Ja, eben siehst du. Ja. Und hure gut hat er es gemacht. Ja. Ja, der mit dem ab dem Bild ablesen hat relativ gut funktioniert, bis Dredge das Gefühl hatte, jetzt können wir noch ein bisschen improvisieren. Und einfach irgendwelche Blödsinn angefangen hat zu labern. Das habe ich super gut gefunden. Das war so gut gewesen, das hat so Spass gemacht, weil du einfach so improvisieren. Und du hast ihr richtig angesehen, dass sie das mega genossen hat, oder? Dass du total ausgeliefert bist. Ja, und der komische Theatertyp da. Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen, seine Reaktion war das Beste gewesen, weil er hat das so geil gefunden und so genossen. Er war ein mega lustiger Charakter, der Freak. Ja, voll, ja. Er war so invested gewesen. Gell? Ja. Okay. Theater, Gut. schöne Szene, schön gemacht gewesen. Hat mir gefallen. Ja, wirklich. Das war lustig gewesen. Und dann geht es richtig Heimweg. Genau. Ja, und Das war ein schöner Heimweg gewesen. ja, ich würde auch sagen, ja. Ich habe dann, sie haben dann so ein bisschen miteinander geredet und so und Rachel einfach so voll so wow, in der Wolke mit dem Kopf und voll happy und so ein bisschen yeah, cool, oder? Gehen wir weg, machen wir Zeug miteinander und das ist ja so ein bisschen so ein Ding zwischen diesen zwei. Gehen wir jetzt, hauen wir ab oder bleiben wir da und machen noch irgendwie etwas oder was ist genau der Plan? Und die Chloe hat so ein bisschen so ein Tief in dem Moment und einfach so ein bisschen, hey, look, wenn du es nicht ernst meinst, dann sag es bitte jetzt, weil sonst mache ich mir einfach falsche Hoffnungen und bin wieder enttäuscht und das kackt mir einfach langsam an. Und Rachel so, Mann, chills, ich meine es mega ernst, oder? Was braucht es, um dich zu überzeugen? Und dann habe ich so gedacht, so, ich dachte, weißt, bevor die Optionen dort waren, so ein Kuss, hahaha. Und tatsächlich war das eine der Optionen gewesen. Und die Jasmin ist neben mir gehockt und ich habe so zu ihr rübergeschaut mit dem ultra breiten Grinsen, das ich halt drauf hatte in dem Moment. Und sie hat einfach etwa 5 Minuten lang gelacht, wie sie das so lustig gefunden hat, oder? Eben, und ich habe einfach das hure geile Gesicht gemacht, offenbar, das Jasmin super lustig gefunden hat. Weil ich einfach so, weißt du, wie der Ted, wenn er eine nackte Frau sieht aus How I Met Your Mother und dann das Lachen macht, das etwa so ein Gesicht habe ich gemacht, musst du dir vorstellen. Weil ich einfach gewusst habe, was jetzt kommt, oder wo ich dann natürlich die Option geklickt habe, als ob es keine andere gäbe. Und ja. Warte mal, es hat andere Optionen gegeben? Eben siehst. Aber das Geilste habe ich gefunden, ich meine, dass die Option da ist und dass du sie nehmen kannst, ist schon mal etwas gewesen, aber dann die Art, wie das passiert, habe ich einfach fantastisch gefunden. Ich habe es dann nachher auf YouTube nochmal anschauen, weil es einfach so herzig war. Oder weil ja, die Chloe sagt ja nicht, gib mir einen Kuss, sondern du merkst richtig, es ist ihr richtig peinlich und so und sie hat nicht so den Mut. Und Chloe hat ja immer eine riesen Fresse sonst, oder? Aber dort hat sie einfach winzige Eile gehabt und es ist
so herzig gewesen, die ganze Szene. Und vor allem der Moment, wo die Rachel realisiert, was die Chloe will. Und einfach so, okay. Ja, Ah, ich kann Standing Ovations geben, kurz dort gestanden, mal kurz gejubelt, Ja. schnell ein bisschen gekochten Reis aus dem Fenster gerührt. Was? Keine Ahnung, ich musste meine Fotos drucken. So. Okay. Ich habe es toll gefunden, dass es endlich Ja. passiert ist. So Teenie-Träume sind wahr geworden. Ich hätte das Game schon viel, viel früher haben. Ich hätte das Game so als 15-Jähriger müssen haben. Ach ja, ist schön gewesen. Okay, ich glaube, du findest das aus anderen Gründen toll als ich, habe ich das Gefühl. Wir müssen auf das nicht so genau eingehen. Wir haben gesagt, der Podcast wird nicht so lang. Ja, Genau. gut. Nach dem Highlight Gut. sind wir da. Bei der Rachel daheim. Genau, also, zuerst noch schnell, der Kuss hat ja etwas bedeutet, oder? Es war wirklich so ein Siegel gewesen für die zwei, oder? Okay, wir machen uns definitiv aus dem Staub zusammen, wir hauen heute Abend ab, wir gehen jetzt schnell zu der Rachel heim und ihr Zeug zusammensammeln und dann ziehen wir es. Also, wenn es darum bei der Rachel daheim in die Wohnung schleichen, werden aber dummerweise entdeckt von den Eltern. Genau. Ja, und dann versuchen sie halt, sich durch den Abend durchzupokern. Und Chloe darf helfen, ein bisschen tischen. Das ist, hey, ich bin fast gestorben bei dem Gameplay. Also wirklich. Ich habe ja letztes Mal schon reklamiert wegen der Handtasche. Aber das hat jetzt wirklich alles übertroffen. So, ich habe ja auch als Golf bei anderen essen, aber du gehst nicht 5 Mal an. Was kann ich jetzt machen? Ja. Gehst rein, bringst ein Glas. Läufst du, was kann ich jetzt machen? Ja, frag mal, was ich trinken will. Kommst du zurück, was kann ich jetzt machen? Hey, gib und dann auch wieder so das. Nein. Aber das war eben genial gewesen, genau darum. Weil genau so hat es sich anfühlen, oder? Es war unangenehm gewesen und es hat sich so lange in die Länge gezogen und es ist davor gekommen in eine halbe Ewigkeit und du hast einfach raus von dort. Und genau darum haben sie es genau so gemacht und das war perfekt gewesen. Es war gameplay-technisch Schwachsinn gewesen. Du hast dich schon unwohl gefühlt. Man fühlt sich immer unwohl. Komm, wenn man das erste Mal noch immer bei einer Familie daheim ist und dort so am fremden Familientisch hockt, fühlt man sich immer unwohl. Aber das hast du ja sowieso gefühlt. Das hat man auch durch 1-2 Gespräche so machen. Oder, aber das Tischdecken ist so gameplay-technisch nervend dämlich gelöst gewesen. Es war einfach doof gewesen. Es war nervig gewesen und genau darum war es perfekt gewesen. Weil Gameplay sollte immer die Story unterstützen und so oft ist das eben nicht der Fall. Ich meine, sie hätten das Ganze in einer Cutscene machen. Sie werden entdeckt, Cut, sie hocken am Tisch und dann miteinander Nachtessen. Es wäre auch übergekommen, dass es unangenehm ist oder so, aber so war es perfekt gewesen, weil Chloe steht allein in dieser Wohnung von dem Dude, wo er weiss, dass er die Frau betrügt und die Mutter von der Rachel, wo sie immer die Möglichkeit hat, immer wieder, wenn sie zu ihr geht, reden, um über das reden und sich entscheiden kann, ob sie es macht oder nicht und einfach sich alleine fühlt und mega fest raus will dort, aber sie kann nicht. Weil sie die gewissen Sachen muss erledigen und es zieht sich immer weiter in die Länge. Okay, bin ich jetzt fertig? Können wir jetzt essen? Kann die Rachel wieder runterkommen? Nein, ich muss zuerst noch mal das machen. Okay, ich habe es jetzt gemacht. Können wir jetzt endlich abhocken und das hinter uns bringen? Nein, du musst jetzt zuerst noch das machen. Und genau darum ist es perfekt. Weil es nervig ist. Oder? Es ist Teil vom Gameplay oder Teil von der Story. Und die haben das absichtlich gemacht. Das kann ich dir zu 100% garantieren. Das ist so designt worden. Sie haben das wollen, dass die Leute sich über die Sequenz nerven. Aber dann ist das so Style over Substance. Nein. Es tut die Story unterstützen. Ich habe das jetzt weniger. Ich habe die Art, wie sie die Lösung, also den Lösungsweg. Ich verstand, was es soll bezwecken. Ich finde deine Erklärung dazu auch gut und sinnvoll. Aber ich finde die Art, wie sie es gelöst haben, trotzdem doof. Und du bist ein komischer Mensch. Das steht nicht zur Debatte, um das ist gar nicht gegangen heute. Ich finde das komisch. Ich weiss nicht. Es wäre nie so passiert, weißt du? So etwas wird nie so passieren. Wieso meinst du das? Also ich meine, bist du schon mal bei jemandem daheim gewesen und hast mir helfen, tischen oder irgendetwas? Ja, weißt du, jemanden, den du noch nie vorher gesehen hast oder so? Ja, also... Oder beziehungsweise irgendwie bei den Eltern von der Freundin oder so und du siehst die zum ersten Mal und du verbringst Zeit mit denen allein. Es ist einfach komisch und unangenehm.
Und jede Sekunde, die du mit denen verbringst, hast du das Gefühl, geht ein Jahr oder so. Und du willst einfach, dass es schnell vorbei ist, aber es geht einfach nicht vorbei. Genau so fühlt es sich doch an, oder? Weil es ist einfach unangenehm und du weißt nicht, über was reden. Und immer wenn du versuchst, über etwas zu reden, dann kommt es einfach nicht an. Und du findest keine Verbindung mit diesen Leuten. Und genau das haben sie so übergebracht. Ach, ich sag Und darum finde ich es genial. Ich bin da nicht so das sind wir nicht ganz... sie hätte das anders können lösen. Aber um das weiterzutreiben... Also weißt du, ich meine... Es muss dir... weißt du, ich meine... Wenn du sagst, dir gefällt die Sequenz nicht, das ist absolut, das kann ich verstehen, oder? Ich meine, aber ich glaube, ich sage, sie haben das bezweckt, dass die Leute sich über die Sequenz nerven. Und ich sage, das unterstützt die Story, oder? Es hat nicht... Ich glaube, die Sequenz hat niemandem gefallen. Das ist ja das, was sie haben wollen. Ja, aber dann hätten sie sie hätten so eine unangenehme Sequenz anders können erzeugen. In dem der Vater das Gespräch sucht oder in dem die Mutter und Chloe zusammen den Tisch deckend nebeneinander stehen oder eben durch irgendeine Gesprächsführung. Da hat es andere Mittel und Wege gegeben oder vielleicht auch schon nur musikalisch, ich weiß es nicht, aber hat sie diesmal eigentlich den Tellerrand in der Hand gehabt und das Besteck in der Hand gehabt, wenn sie zum Tisch gelaufen ist? Nein. Du hast es immer. Es geht in dieses unsichtbare Inventar. Oh wow. Aus dem gleichen Grund wie letztes Mal, weil du halt einfach musst in der Lage sein, mit allem zu interagieren können. Das ist so wie in diesen RPGs, wenn du ein Rucksäckchen dabei hast und da drin hast du dann 5 Brustplatten, 3 Paar Metallschuhe, 5 Schwerter, 3 Langbögen. Ja, voll. Ja. Wie Mary Poppins hat doch so eine Tasche gehabt, wo sie alles rausziehen konnte. Ja. Oh wow. Mary Poppins, das sollte ich auch mal schauen. Anyway, wir schweifen ab. Ja, nachdem der Tisch deckt ist, gibt es eigentlich nur noch etwas und das ist dann nachher das Essen selber. Und es ist eigentlich, die Rachel hat ja hat zu der Chloe gesagt, hey, look, okay, wir schauen, dass wir einfach nicht über das reden, so schnell wie möglich das hinter uns bringen und dann können wir nachher abdüsen. Und dann nachher hast du die Möglichkeit, dem Wunsch gerecht zu werden und in brenzligen Situationen versuchen, irgendwie so ein bisschen die Kurve zu kriegen und wieder so ein bisschen wegzukommen, oder? Von einem Thema, das könnte in die Richtung gehen. Weil, ich weiss nicht, ob du gemerkt hast, aber man sieht der Rachel relativ schnell an, dass sie anfängt hässig werden. Also sie macht so Füße und starrt hässig auf Tischplatten und so. Und ich habe gedacht, oh. Ich habe nur gewartet. Schnell das Thema wechseln. Ich habe nur gedacht, wenn passiert. Ja, genau. Und am Schluss, eben, du hast die Möglichkeit, schon relativ früh den Vater zur Sprache, also zur Rede zu stellen. Oder halt versuchen, das Gespräch wegzulenken von dem Thema. Aber am Schluss tatsächlich kann es nicht umgangen werden und die Rachel zerstört den ganzen Stubentisch, also den ganzen Esstisch und stellt den Vater zur Rede. Und dann, oh, was für ein Twist, den wir überhaupt nicht gesehen haben. Die Frau, mit der er rumgemacht hat, ist die Mutter von der Rachel. Die liebliche. Ja, genau. Ich auch so. Oh, was? Ich hatte dir gerade so ein mentales High-Five-Game in dem Moment. So, wir haben es gewusst. Ja, wirklich, genau. Super. Ja, genau. Er dachte, oh, what a twist. What a twist. Es hätte vielleicht geholfen, wenn die Mystery Lady nicht genau die gleichen Haare hätte wie Rachel oder irgend so etwas. Aber ja. Ja. Und ich meine, du hast auch relativ schnell gesehen, dass die Mutter in Anführungs- und Schlusszeichen von der Rachel, die ja in dieser Wohnung drin war, nicht wirklich mega krass schockiert oder überrascht war, wo die Story rausgekommen ist. Und jetzt frage ich mich mehr, wie das Ganze da funktioniert. Oder wahrscheinlich, weil er ist ja ein Politiker. Oder vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht, ja, wie haben sie das gemacht? Keine Ahnung. Ja, vor allem, wie hat die nicht liebliche Mutter in dem Fall... Also, krass, weißt du, wenn du nicht die Mutter bist, du weißt das, aber ziehst das Kind als dein eigenes Kind das Leben lang auf, ohne aufzumucken. Also. Ich meine eben so Väter täuscheln ist ja irgendwie noch einfacher in Anführungs- und Schlusszeichen, oder? Weil du kannst einfach, sobald eine Lady schwanger ist, kann sie sagen, okay, gut, du und oder finde irgendwie einen neuen Partner oder irgend so etwas, aber die Mutter muss ja zuerst das Kind auf die Welt bringen und dann noch abgeben. Also irgendwie eine gewisse Zeit oder so verbringst du so oder so mit dem Kind. Hingegen ein lieblicher Vater, der kann nach dem Produzieren eigentlich ja
weggehen. Jetzt ist halt die Frage. Aber in dem Fall geht es ja nicht. Aber jetzt ist die Frage, Ja. ist das so eine politische One-Night-Stand-Sache gewesen? Also politisch, nein. Also, Ja, ich weißt du, frage mich eben auch. weißt du, was ich meine, oder? So, wie man es von gewissen Präsidenten kennt. Oder ist da vorher... Ja, andererseits, wieso ist die Rachel bei dieser Familie, wenn sie eigentlich ja die Tochter ist von der anderen und er... oder ist er zuerst mit der Mutter von der Rachel zusammen gewesen und hat dann die andere gesucht? Oder ist er mit selber zusammen gewesen und ist fremdgegangen mit der Mutter von der Rachel? Okay, aber dann hat nicht er... Hey, ja. Also, warte mal schnell. Also, sie ist die liebliche Mutter, aber ist weg. Er ist der Vater und hat sie. Also hat die Mutter irgendeinen Bock geschossen. Entweder ist die Mutter abgehauen. Das wäre auch möglich. Entweder sie ist abgehauen oder sie hat irgendeinen Bock geschossen oder keinen Bock mehr gehabt oder Alkoholikerin oder... Wer weiß. Wer weiß. Aber die sind ja immer noch... Irgendwie haben sie ja immer noch so ein Ding miteinander offenbar. Oder ist das wieder etwas, wo wieder aufgekommen ist? Oh, halt mal. Der Frank kennt doch wie heisst sie? Stimmt, ja. Also, ich sag Junkie. Das kann gut sein, ja. Wenn der Frank sie kennt, Ja, oder Dealerin. oder so, irgendetwas. ja. Und er als was ist er? Staatsanwalt? Ja, Hat das vielleicht wegen seiner eigenen Reputation nicht können zulassen und ist mächtig genug gewesen, um das Ja. Kind bei sich zu behalten. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich Ja. gespannt. Ja, ich auch. Also ich setze jetzt mal blindlings auf Junkie. So. Ja, das kann schon sein. Wer weiß. Es hat eine Akte gegeben in der Wohnung, also in dem Haus, wo der Frank und seine Kollegen und eben die Lady auch darauf abgebildet sind. Was nochmal? Wo alle drauf sind? Alle. Der Frank, dem sein Buddy oder Chef oder was auch immer, und die Lady und ein paar andere sind dort auch drauf. Und jetzt habe ich irgendwie so das Gefühl, vielleicht sind sie die am Investigieren. Vielleicht hat er darum wieder Kontakt zu ihr aufgenommen. Weißt du, vielleicht wollte er sie irgendwie infiltrieren oder weiß ich auch nicht. Meinst Oder du? vielleicht benutzt er sie einfach. Ich weiß nicht. Ist noch da? Hast nicht... Ja. Ja, ich bin da. Hast du nicht vielleicht als Mutter irgendwann... Vielleicht hat sie Schuldgefühl? Und dann meldet sie sich beim Vater zum mit ihm rumknutschen und nicht bei der Tochter. Okay, ja. Eben. Okay, ja. Ich weiß auch nicht. Vielleicht vielleicht ist er mir doch so ein kleiner Romantiker, so ein Dummer. Aha. Also doch. Natürlich nicht. Das hätte jetzt einfach sollen, so ein bisschen... Nein. Ja. Ja, aber wir sind am Ende angekommen von dieser Episode und ich würde sagen, freuen wir uns auf die nächste. Ja, ich habe noch ganz kurz eine kleine Info. Und zwar gibt es ja noch die Bonus-Episode. Farewell heisst sie. Die Ja. wird... Ah ja, sie, stimmt, von dem hast du jetzt gesagt. ist gestern, glaube ich, ist rausgekommen, dass sie am 6. März 2018 wird erscheinen. Als Teil von der Deluxe Edition. Ah, scheiße, okay. In dem Fall kann man sie ja separat kaufen. Ja. Weiß ich nicht, aber da finden wir schon eine Lösung, dass du auch da dran kommst. Ja. Gut, Gut, ja, machen wir. dann wär's das soweit. Also dann, ja, ich glaube schon. Das nächste Mal reden wir über das Finale und wahrscheinlich noch ein bisschen schnell einen Rückblick machen über die ganzen 3 Episoden und das ganze Before the Storm Dings. Und werden einen Spezialgast haben. Haben wir schon mal angetönt. Und ja, vielleicht noch eine kleine Überraschung, wer weiß. Andi, willst du noch irgendetwas loswerden? Irgendetwas pimpen? Etwas von unseren Sachen, die wir haben? Irgendetwas pimpern, ja, also jetzt, wenn ich wieder Single bin, wäre das durchaus ein... Nein, Was denn? nein, Okay. nicht, nein. Gut. Nein, so weit so gut. Also bleibt aktuell auf YouTube, hauen der Raffi und der Chris regelmäßig sehr coole Gameplays raus. Danke Die vielmals. sind sehr zu empfehlen. Ich habe mega Freude Ja. an denen, geben wir die auch immer wieder. Und jetzt ganz aktuell haben der Raffi und der Walliser Gamer irgendwie Freude daran gehabt, mich an ein VR-Horror-Game zu setzen. Stimmt. Stimmt. Also wer will sehen, wie ich meine Kontenance leicht verliere,
darf sich das gerne auch anschauen auf unserem YouTube-Channel. Nein, es ist natürlich zusammengeschnitten, das ist nur das Beste-of davon. Nur der Moment, wo ihr seht, wie der eine Moment, wo sich mein Bewusstsein spaltet und in den hinteren Teil von mir geht und die leere Hülle vorne bleibt. Den Teil haben sie wunderschön aufgenommen. Ich sehe, wie meine Augen leer und trocken werden. Ja, es ist super. Es ist fantastisch. Gut, ja. Und sonst eben, wie gesagt, wir sind auf Instagram, Facebook, Twitter, Medium, da wir ab und zu ein paar Texte aufstellen. Und mit ab und zu meine ich 3 Mal bis jetzt. Und mit mir meine ich. Und jetzt neu sind wir auf Tumblr. Und dort tun wir von Zeit zu Zeit einzelne Sachen bloggen im Moment. Und natürlich auch ab und zu ein bisschen lustige Bildchen und so, wenn man etwas findet. Ja, wir hören uns sobald es geht wieder für die 3. Episode von Before the Storm. Ich habe vergessen, wie sie heißt, das ist nicht wichtig, wir sehen es dann. Genau. Easy, ciao. Ciao zusammen.